So, dann begrüßen Sie sich für die Gemeinderatssitzung heute Mittag. Nächster Punkt, du rausfund, das werden nicht heim, wir sind immer bei einem anderen Platz, Covid-bedingt, leider noch nicht zurück an Gemeinde gegangen, wir mussten dann einen großen Saal holen. Ich finde es einfach nicht opportun fand, wo den Trifolien mit der Programmation angefangen hat, dann noch nach zwischendurch Reunionen vom Gemengerat am Trifolion zu organisieren, was für sie ein Dübel Schach gibt, für man das alle zu organisieren, und wie das man die Festsaal von der Primärschule am Moment nicht können benutzen, was die Schule belangt, das finde ich besser fand von mir hier an diesem Saal sind, und da lassen wir den Trifolion hier Programmation machen, hier kulturelle Programmation, was hier ein Objekt ist. Für das aber zu machen, muss natürlich der Gemeinderat formell de mat d'accord sinn dat Fixation du lieu de Réunion du Conseil communal, dat ass eben Artikel 22 den dat firgesäit proposé so lang bis Covid méigg an Gemeng an Gemengerot dann immer an dësem soll machen. Voilà, se immer da verstand, gi ich Handzeche beden. Das unanim, immer dann offiziell ha. Der begreet nur dat der Vertreter von der Presse ganz vergeste so so froh, dat doch pressig für interessiert. Voilà, da kommen wir bei den zweiten Punkt. Und schon indirekt beim Trifolien zu dienen, dass effektiv den Gemeinderat eng Rutsch Member am Verwaltungsrat von Trifolien, den die proposiert, stimmt. Und da was von unseren die wir gestimmt haben, den eng die Mission, dass den Ricardo Matzinger zusätzliche Charge als Chefen, was aber relativ viel Zeit an Anspruch hält, an Wunsch da will du voll dran knäen, du gemeint, für eben am Verwaltungsrat vom Trifolion zu demissionieren, muss man unholen, muss nicht stimmen, wir müssen aber dann so okay, dem Moment dass ein Vakanz de Post am Verwaltungsrat vom Trifolion an den Chefrat proposiert dann den Christoph Origer am Platz hin zu stimmen. Gibt dazu eine Wortmeldung? Nicht, wenn das du mit der Propos mit der Kandidatur aufstellen. Du darfst mitstimmen, du hast kein, merci, du hast unanim, du hast kein finanziellen Net, also Avantage du dadurch, ja. Das ist ein zeitlichen Desavantage. Okay, naja, dann warst du den neue Vertreter, von der Vertreter vom Gemeinderat am Verwaltung Trifolion. Da kommen wir schon bei den Punkt 3. Da ist ein Aufruf für Morselement von einer Parzelle an der Industriezone zu machen, wo wir für nach darüber geredet hatten. Und zwar geht die Parzelle geht wohl im Staat, sind an sich 2 Parzellen, das ist Cosmolux, die 2 Hektar, und 3 Hektar an Cosmolux, das sind an sich schon 2 Firmen, das ist immer auf einer Seite das Cosmolux, das sind allen Yves Rocher, und auf der anderen Seite das International Can, das ist aber eine Firma, die Dosen produzieren, und die will noch gerne beibauen, dass ein Projekt kann ich auch schon sagen, dass nächste Woche Donnerstag, wo wir als Chefro doch hingehen, und du könnt doch den Minister, du könnt auch so gut den Grand Duc Héritier dahin für den Kontrakt schreiben, die investieren 65 Millionen in Hochregallager, und die will noch in den nächsten Jahren 200 neue Arbeitsplätze kreieren. Das wird dann wieder nächsten Donnerstag offizialisiert, aber das an dem dort Kader, wo eben sie das Morselement durchfrohen. Gibt du ein Froh zu dem Morselement? Nicht? Was ist denn froh? Ah ja, pardon. Das heißt, du hast nach Platz, also du hast Platz an der Industriezone, wo sie am Anfang nach Möglichkeit für einen Ausbau zu machen. Ganz richtig, ich war auch überrascht, ich habe noch gemerkt, dass wir alles vollgebaut, also das ist kein Parzell, die mir frei ist, mit das auf ihrem eigenen Terrain, wo sie haben. Du hast Hand run, ich werde das selber gucken, das war schon am Sommer letztes Jahr, und ich habe noch gedacht, du hast alles voll. Wenn da du Hand drüber geht, das ist zwar voll, mehr, aber für nicht eine halbe dünner zu setzen, das geht. Wenn dann Hochregallage geht, wie das wurde an Tisch,
das passt du hin, ja. Op ihrer Parzell passt das du hin, ja. Okay, dann kann ich weiter froh, da gebe ich froh, ob er mit dem Morsalement, mit der Ufro d'accord sieht. Das auch unangenehm, Marcel, du hast so matt gestimmt. Ja, Partner, Schatz, merci. Voilà. Dann kommen wir bei dem Punkt 4, das sind die ganze Punkten zum Budget 2021. Und zwar den A und den B, das war ein Oubli, das hat der erste Eis zwar wohl ergeben, wir hatten vergessen, von den vielen Punkten haben wir vergessen, an das Budget mal dran zu setzen, aber es war schon mal alles aufgeschwärzt. Es sind sich 2 Traktoren, also den großen Traktor dort gesehen, das sind von 165.000 €, war mal alles aufgeschwärzt. Wir waren noch überzeugt, dass am Budget wären. Oh, wir vergessen wirklich von der Lösch auf den Budget drauf zu setzen. Das muss man mal machen, das können wir da dort nicht bezahlen. Ich bin froh dazu. Ja. Kannst du vielleicht präzisieren, für was das man so brauchen? Weil also den ersten, das ist ja schon so ein wirklich großen Traktor und plus Kosten ist wirklich viel. Also sind das Traktoren, die wir schon hatten, die wir müssen ersetzen? Oder brauchen wir die für spezifische Arbeiten zu machen, die wir bislang nicht machen konnten? Oder wie könnte das so, dass wir sie müssen ausschaffen? Also das ist effektiv so, dass wir Traktoren haben, aber das ist auch ein Traktor, den wir schon ganz lang haben, wo den Tom gesagt hat, dass je nachdem, wegen Arbeiten zu machen, sind wir wissen, ob ein packt oder nicht packt, dem muss sagt gehen. Und auf der anderen Seite versuchen wir immer mehr, selber Sachen zu machen. Das ich schaffe ich aber Holz von Hai. Wir gucken die meisten, also das meiste Holz, wie sind mit dem Pferd aus den Büschen rauszuziehen, auf anderen Plätzen, braucht man da aber. Und mit all den Ideen und mit all der Motivation und all die Arbeiten, die den Tom möchte, mit seinen Büscharbeiten, braucht man das Material. Also da haben wir bislang immer gut gefühlt. Den Tom, wenn er etwas braucht, könnte noch klären. Ich sehe immer das Resultat. Ich sehe, dass wir wirklich vieles haben, dass auch andere Gemeinden, andere Bürgermeister-Kollegen haben sich da lustig, wie kriegt ihr das dort gemacht? Wir haben motiviert Leute, wir haben aber auch gut Material, das muss ich so. Also, wenn es nicht das richtige Material hast, geht das dort nicht. Und ich vertraue also dem Fürsten, wenn die sagt, ich brauche den Traktor. Ich weiß, dass ein Traktor, du weißt nicht, ob die Großen, also die Kleinen, die wirklich Abu hast, den muss er satt gehen. Also aber einen, den wir auch anderen nach brauchen, weil wir auch zum Teil auch als Forschage tardiv See machen an die Sachen, dann wir kommen der Abschluss nicht nur, das was Thomas erzählt hat. Vielleicht noch ein Zusatzfrau für so Gefährt, wie man ausschaffen für die Vierster. Kriegt du etwas zurück vom Staat? Kann du froh, einen Teil von den Kosten subsidiär zu kriegen? Also ich froh aus Interesse, weil wenn es ging, da ging es aber bei so einer höheren Summe vielleicht machen. Ich meine nicht gut, ja. Nein, also wir sind, wir haben das Material nicht. Es blieb für einen Aufkommen vom Ministerium, dass wir ein halb Pai bezahlt kriegen oder ein Teilspai an den Thomas auch vom Staat angestellt, dann kriegen wir einen kleinen Teil für den Eis über den Weg kriegen wir vom Arbeitsutensilien, das leider länger auf der Gemeinde. Gut, da gebe ich also den Punkt A, den Traktor von 165.000 zum Wortstellen, wie das der d'accord? Merci, übernehmen. Und dann haben wir wieder das kleinen Traktor, das mir kompakten Traktor, den wir für eine Sache brauchen. Noch da, froh hat mir auch direkt gesagt, am Chefrat geht nicht in den Decke für alles tun. Nee. Je nachdem, wie eng arbeiten, dann hast du den Decken, dann hast du den 100, den hast du zu groß, braucht man schon mit kleinen. Und da war die Kompakttraktor auch notwendig von 80.750 €. Geht du eigentlich froh? Ja. Also generell, wenn wir etwas kaufen, haben wir immer mehr wie in Hand.
Wéi lo den Service forestier, dat mcht kann ich dann net direkt so. Ich gehe auch davon aus, dass hier noch guckt für dat wat de man du machst ass an noch dementsprechend wat dat günstig ass. Gut, da gebe ich den Punkt B 8000 zum Wirtschaftsminister mat d'accord. Also auch unangenehm. Dann Punkt C, da das kein Ausgabe mehr Kredit vom auch nicht wussten, das sind eine ganze Gruppe Sachen, die man über den Naturpark machen lassen, wo sie dann Subsidien aufrufen an ihrem Verdelen. Und da sind drei mit kleinen Subsidien zusammen kumuliert, machen das 8.854 € aus, die wir kreieren. Wir haben da keinen Kreditposten am Budget, die muss man aber für dich schaffen, aber wir können Döner buchen. Voilà. Gut, du froh. Wenn das mal d'accord, dem Kreditposten, merci, unangenehm. Dann als ein Decompte von der Renovation und Mise en Sécurité du Komplex sportiv, das ist in allen, ne, den von der Kilowatt gehabt. Wir haben aber relativ viel daran investiert, für nach konform zu sein. Die wisst, dass wir hatten Service die für die Security von den Gebäuden, die gesagt haben, pass auf, wir machen halt so, die muss Sachen machen. Wir haben für rund 950.000 € investiert. Hallo, machen wir in die Grund, weil am nächsten Punkt, das ist positiv, wir kriegen noch einen Teil Subsid in dem Auge tun, und das klappt ganz gut. Aber für dich muss man in die Grund machen, dann du hast immer 950.000 €, und dann tut das viele an den Lehrern, die froh sind, ob dann mit dem der Grund d'accord sieht. Wenn das mit d'accord? Unangenehm, ja, merci. Und dann könnt ihr positiven Dinge, Carol, das dazu, man sieht, wir dürfen nicht vergessen, Subsidien zu fahren. Und hier ist ein Ministerium, wo das exzellent gut funktioniert, das ist beim Sportministerium, die haben mit Sigi eine Informatikplattform ausgeschafft, dass ich sehe, wie mehr Sachen reservieren sie zu an sie liberieren. So. Das muss ich nicht Rechnung zweimal anchecken. Es geht nur, wenn sie auf der Gemeinde, wenn sie da für gut gehalten sind, dann haben sie auch an sie gesehen sind, und da brauche ich nicht zweimal. Das ist immens flott. Das funktioniert doch ganz schnell. Dazu noch ein Projektmeisterkollegin. Und in diesem Fall kriegen wir, sind ich ganz selber überrascht, hatte man für 30%, wir sogar 44% Subsid auf den Investment, also dass man von einem Subsid von ungefähr 417.000 € können ausgehen. Respektiv auch schon, dass wir an die neue Sportzahl schwimmen, da haben wir auch schon bei genug geklappt, Sie wissen, dass das könnt. Und da kriegen wir noch als Subsidien. Los mal das heute, die Erdsportzahl mise en Konformität, für 950 ausgehen, wir können bis 417.000 € Restsubsid rechnen. Ja, Carol. Just eine Verständnisfrage von Schrift, die 8.894, wo da steht, dass den Montant du Devis approuvé. Wo könnt der Montant hier? Das von 2010 steht an den Dokumenten. Was das, wenn man sie renovieren? Wie ist das zu verstehen? Ja, es steht immer, zum Beispiel beim Dokument, was man soll stimmen, steht Montant du Devis approuvé en 2010. Das ist die Promesse. Wie könnte das, weil ich war da noch nicht da, wie könnte das zustande, als das aber just auf die Allsport zu beziehen? Das hat nichts mit den Infrastrukturen, Sport, erst danach zu tun, gell? Ja, das ist ganz genau. Wir waren also zu dem Zeitpunkt, also von 11 Jahren, waren wir nach der Meinung, dass wir die Sporthalle, so wie sie da ist, komplett renovieren. Da haben wir eine Estimation gemacht und da waren wir effektiv auf die 8 Millionen gekommen. Und da haben wir uns vorgestellt, möchte das dort Sinn? Und dann, wie wir das vertieft haben, das hat sogar noch Sinn gemacht, aber da, wie wir das vertieft haben, hat das Büro Schrader Sossi gesagt, das ist schön gut, die können drüber, das alles schön an drei machen, aber vergisst nicht etwas, der Fundament da. Der Fundament, normalerweise gehen die geplant auf 50 Jahre.
Salon kein 50 wenn den daran investiert, da kommt iwwer die 50 raus. Da riskiert eventuell Probleme mit der Statik zu kriegen, weil du hast die Büttung an für de Büttungarme, den eventuell ugegraf gëtt. An Dünnemmer gesagt, lo fängt da ganz kritisch zu gehen. Die Nummer von der Renovation irgendwann opgehen. Das war zu dem Zeitpunkt war wirklich die Idee, Sporthal sowieso ass zu renovieren, aber dat den opgehen. Merci, ich hatte gebenget so verstanden zu hunn auch vom Werdegang mit war just fir sicher zu go de Montant, weil dat ja van dicke Montant ass. Dat hicht auch wenn man den lo net opbrauchen, dann voilà. Mi hun Sportminister dat doch mat gedeelt. Machen just notdürftig mise en conformité, dat man nach können so lang halen bis wir um die neue Hal kommen. Und du haben auch gesagt, du kom van die Diskussion, dat der Staat ein Sporthaal geef kreen, so dann dat wär, weil du haben nämlich auch no gedurch wie eventuell dann den Übergang Sporthaal zu bauen. Und das ist alles mega komplex, das ist ein richtig Domino. Da sind wir noch froh, dass man der Staat endlich die Sporthaal kriegt, dass man können an der Aufrab an Baufass von aller Sport haben, dass Sportvereine an Sporthaal vom Lycée können gehen, dass wenigstens die drösche Sportvereine können weiterfahren, weil das Problem für die am Wasser sind, bis hin, da haben wir kein Plan B. Just am Sommer vielleicht See, aber am Winter leider nicht. Voilà. Okay. Punkt 4, ja, mach's. Ich muss mich fragen, gibt es Pläne für die Sportzahl, für die neue Sportzahl? Und hast du darüber geguckt, mit den Vereinen, mit Besuchern von den Vereinen, oder sind wir noch nicht so weit? Ja, also was ich mal gemacht habe, das war ein Raumplanungsprogramm, einfach zu gucken, passt das überhaupt dahin? Mit der Piscine. Am Anfang haben wir schon eine Idee, für die Piscine auf einen anderen Platz zu machen, dass du nicht gehen. Geht das überhaupt dahin? Das geht dahin. Wir haben ein erstes G von Plan gekriegt, aber das ist noch nicht fertig. Nur der Architekt hat gesagt, da muss der ändern. Und dann, wir hatten aber am Vorfeld mit den Vereinen schon geschwärzt, mit allen Vereinen auch geguckt, was sie brauchen, und noch von Stockage, weil das ist eigentlich das Problem, was wir haben. Wir haben eine relativ große Sportzahl, aber relativ wenig Stockage-Möglichkeiten, und das ist nicht glücklich. Das muss gelöst gehen. Wo man noch nicht durch sind, das mit der Schwemmen. Also mit der Sportzahl misst ungefähr den Dinge klappen. Mit der Schwemmen dienen sie sich schwer für den kleinen Bassin zu machen. Die große Bassin ja, die kleinen Bassin dienen sich schwer. Wir merken aber immer mehr, dass wir die kleinen Bassin brauchen, wenn wir die Schulklasse wollen da durchgehen. Und plus hat sich die Gemeinde Rosbad informiert, weil ihre Projekt, den sie ursprünglich mit der Gemeinde mehr das, was sie billig wollten machen, klappt noch nicht. Also mehr das, was sie billig ist im Moment nicht in der Lage für Mathe zu machen. Und Rosbad guckt noch Lesungen. Und dann braucht man so oder so, braucht man die kleinen Basen. Das muss man noch gucken. Wir haben da ein spezialisiertes Büro mit drauf gesetzt, den spezialisiert ist gerade am Piscinebau. Den ein bisschen darüber noch, wie das am besten organisiert wird, auch die ganze Situation mit Publik oder nicht Publik, mit Käse, nicht Käse, automatisch Käse oder mit irgendwie dran sitzt. Das sind auch ganz grobe Sachen. Büro sitzen drauf. Wir haben aber nur als Chef nach kein wirklich Plan, wie sie kann weisen. Sobald wir die Hunde, dann weisen wir erst auch noch mit den Vereinen durchgucken. Das ist extrem wichtig, dass von der Planung her alles so weit wie möglich optimal klappt, immer an Konkretisierung gehen. Ben. Wir hatten noch an der letzten Reunion festgehalten, dass da war demnächst nach eng 2 Runden mit den Vereinen gif gedreht gehen. Gut, dann kommen wir bei dem Punkt 5. Das ist eine Kleinigkeit, das ist eine Adaptation du Prix. Pardon? Haben wir nicht aufgestimmt? Den Subsid. Der Subsid, die. Haben die nicht? Oh, ich hatte gemeint. Okay, das ist gut. Dann vorsichtshalber stimmen wir. Ich finde das dann mit dem Zusatz, also mit dem Subsid für die Renovation von der, oder Mise en Conformité von der Sporthalle aufverstanden, die rund 470.000 €. Merci.
Ich hatte gemeint, stimmt. Merci. Dann der Punkt 5, Adaptation du Prix de Repas sur Roue. Das ist nicht ganz viel. Das ist einfach den als Repas sur Roue liefert, den von Zeit zu Zeit adaptiert, den haben wir gesagt, wir geben direkt immer Mattstimmen. Das nicht für die Leute, weil das sind oft Leute, die vielleicht aber finanziell mich schwach sind, nicht gut zu viel Heischke. Das heißt, also just rund 3%. Und dann so sehr wie mir eng Argumentation von dem kreen, den er liefert, gi mit Dokumentation direkt weiter und den Konsumateur. Wir waren bei 10,65 €, wir kommen bei 10,79 €. Das sind 3%, das sind 14 Cent. Ja, ganz genau. Ja, mach's. Ich meine, das stimmt nicht ganz, die 3%. Die 10,7, da müssen 10,97 gehen. Leider ist 1,3% an die 2,96, das ging dann 10,97, wenn ich das richtig gerechnet habe. Von 10,65 auf 10,97, das sind 3%. Schulen das dann zurück, ich hatte nicht nur gerechnet, ich habe einfach sie wohl, dann ist also, los mal die 3% einfach mal weg, wir sind einfach mit einer Argumentation von 14 Cent. Das stimmt aber auf jeden Fall. Die 3%, das ist gut. Ich wollte just nicht mehr gucken, ob ich noch kontrollieren, was ich so. Okay, das ist kein, wenn das mit der Argumentation auch verstanden, bin dann die Merci. Ja, Covid, ich hatte wahrscheinlich keinen gemeint, dass wir nur ein Jahr nach immer nicht aus dem Schneider sind. Das nimmt eine Kleinigkeit, mit zumindest das, was wir schon mal wissen, mir Chefrat proposiert, dass wir auch dann 2021 kein Terrassentax und noch kein Standtax als Kommerçant verrechnen. Ich denke, dass du mal aufgestanden sind, Carol. Ja, also wir sind mal da aufgestanden. Wir hatten das letzte Jahr ja auch an den Diskussionen, wie wir hatten, wie die Krise losgegangen ist, hatte mir das auch proposiert. Dafür stimmen wir da doch mit. Die wir als so gestalten, als inwiefern das, weil darüber hat man auch letztes Jahr gesprochen, wie generell für alle Betriebe, die hauptsächlich betroffen waren von der Krise oder sind, wie die Taxen von der Gemeinde generell bezahlt kriegen. Ich meine, dass ich da nicht kann den einen anders behandeln wie den anderen par rapport zu generell den Taxen. Aber da hatten wir letztes Jahr eigentlich gesagt, dass man nicht unbedingt direkt die Taxen alle guten abheben, respektive ihnen noch Delay de Paiement gehen. Da hatten wir eigentlich nicht so schnell Rappelle rausgeschickt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, wie das Jahr die Situation da war, weil wenn es den Betrieben schlecht geht, dann hast du natürlich Rechnungen, die ans Haus kommen, da natürlich schwer. Das heißt, dass du froh, machen wir das Jahr auch vielleicht, gehen wir da auch pro Delay de Paiement, wie ist die Situation beim Antreiben von den Taxen generell. Ja, das ist ganz richtig. Ich meine, sollen selbst der Philosophie auch das Jahr vor wie letztes Jahr schon nicht direkte Feedback kriegt von unseren Reset, dass da verschiedene Leute arretär sind aber effektiv so, dass ganz oft weil Leute Schwierigkeiten haben, Treffen von der Gemeinde als eigentlich von den letzten bezirklichen Gemeinden nicht wirklich der Hand das. Ich denke, wenn Leute dran sind, da könnten Reserve Bayer sind, die sind dran, da sind das gut, das ist nicht schlimm. Wir können aber auch offiziell, ich meine, so, Chefrat Schweizer, mal Reserve gucken, wo wir da drunter sind. Wir müssen die Rechnungen rausschicken. Wir können, das ist wahrscheinlich schwierig für gezielt die rausschicken, die nicht rausschicken. Wir können aber auf der anderen Seite gleichzeitig schon noch, wenn Kommerçant oder aus dem Oreca-Bereich Schwierigkeiten nun direkt zu bezahlen, bleibt Clement, aber inoffiziell einfach so, wir gehen nicht direkt sichern. Das soll man auf jeden Fall machen. Ich schwätze den Schulen Retour oder mehr Chefrat in Retour am Reserve und da gehen wir die Instruktion. Ich meine, wir mussten aber wieder als Taxe rausschicken, weil das fehlt Eis, das ist relativ viel, also Wassertax, Kanaltax, Mülltax, die müssen wir rausschicken. Dann, wenn eben den einen oder anderen ein bisschen Retard hat, dann ist das, muss man das auch als solchen erkennen. Ja. Carol.
Ich profitieren just auch ein Remark zu machen. Hai hummer lo von den Kommerzanten oder von den Kaffee geschwärzt, aber auch bei den Privatleuten, die vielleicht sozial nicht so gut durchstehen, als Gemengentaxen, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ich meine, die gehen all 3 Monate. Ne? Einfach just ein Gedankenausstoß wäre nicht vielleicht auch ihnen Möglichkeit zu geben, dass es all Monat ist, dass der Montant mit kleiner ist, und auch dort selber, wann der Rüsse will, wenn es schon fräst, aber doch bei Privatleuten verzuget, ob verschiedene Leute da Schwierigkeiten haben, der Taxnot zu kommen. Ich kann nur froh, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind alle 2 Monate. Claude. All 3 Monate? 3 Monate, okay, gut, ja. Okay, ja, also das ist klar. 3 Monate, dann ist 4 Mal am Jahr. Das ist eine Sache von Aufwand. Ne? Schwätzen einfach mal, gucken. Gucken mal, was der Rüsse sieht. Also schon mal froh gestaltet. Ich hatte so noch für Wetter, schon mal froh gestaltet und schon gleich gehabt, jemand gesagt, dass ein Jahr lang keinen Kredit hat und du kriegst alles bei ihnen, aber da war ein Problem natürlich mit dem Konto, gell, da war schief gegangen und dass das auch, wenn ich merke, dass ihn noch nicht bezahlt, vielleicht noch ein Jahr nachfragen, ob alles an der Reihe ist von der Konto, das ist eine andere Sache, aber das darauf hin, wo ich mal froh gestaltet habe. Von den 3 Monaten. Merci. Ja, wir gucken nur. Also das ist klar, was wir oft müssen, dann ist auch mehr administrativen Aufwand. Ne? Ja, wir kommen schon immer, das sind ja die Restanten, wir kriegen das schon mal, wir kriegen das heimat. Effektiv, wir schwätzen eigentlich am Chef mit. Das ist nicht das Reserve, das du hast, den Schmidt-Lück, den das dort möchte, die Dinge rausschickt, dann gucken, wo wir draus sind, dann mal. Ob man da vielleicht eine mehr Frequenz rauskriegen, schwätzen zu tun. Ja, jeder Moment. Hat man den Punkt 6 gestimmt? Nein, noch nicht. Ja. Diskussion weiter. Als steht für alles gesagt. Gut, da gebe ich der eine Suspension von der Tax von den Terrassen Etalage aufrufen, wenn das mal d'accord. Das Unternehmen, merci. Dann kommen wir bei den Punkt 7. Ah ja. Das ist ein Subsid für die Vereine, die am Vereinshaus Spülmaschinen benutzen. Für was du die Spülmaschine als Futti gegangen und du war eine große Diskussion, wen bezahlt die oder gibt es nicht mehr und haben wir gesagt, was der Wert weil wir schon nicht mehr dürfen an der Fabrik de l'Église irgendwie etwas finanzieren. Und das aber Vereinshaus wird aber genutzt von Vereinen, die nicht nicht der Kirche zu dienen, mit das Gebäude geht hier so 3 Kräfte. Ja, wir gucken dann eben über Subsid, die Vereine und das dann zusammen kaufen, über Subsid in die Stadt dann rumzugehen. Für das die aber genutzt werden. Wir fanden aber sinnvoll, dass du eine Spülmaschine hast, da können sie nämlich das Freund vom 3. Alter, die dann so an Nicht-Covid-Zeiten dann so Kaffees Dinge gemacht haben. Ich lebe, sie benutzen Spülmaschinen, wir waren so fängt mit Plastikstellern umzugehen. Ne? Und dann ist der kommt dann mir das kein Thema, das soll nicht darunter scheitern, dann helfen wir als Gemeinde über Subsidien und Vereine, die Spülmaschinen zu finanzieren. Das ist der andere Gedanke von der komplizierten Geschichte. Carol. Ja, natürlich begrüßen wir, dass du eine Spülmaschine hast, dass es man nicht auf Plastik umklammen. Wir haben uns just vorgestellt, das Erklärung Login für was, dass Gemeinde nicht direkt gesagt hat, wir finanzieren damit, das mit Antwort los schon gehen. Aber da bleibt aber noch froh, schon mal, wir haben die Spülstehen, wo wir aber einen Tax frohen, wo ihn dann aber vielleicht im Moment sich fragt, für was sollen Vereine ein Subsid kriegen für am Vereinssaal. Voilà, das wird froh, die ich mal gestalten, ob wir dann nicht doch können, wenn wir dann endlich dürfen, mal ein bisschen nutzen, das Sprüche. Wenige können wir vielleicht ein bisschen drüber schwätzen. Wie gesagt, das wird froh, die ich mal halber gestalten. Ja, wobei beim Spülwähnchen das schon ein bisschen Arbeit von uns verlangt. Ne? Also prinzipiell habe ich kein Problem für das für Neich zu gehen.
der Risk als dat wat kracht dat as nicht respektiv brauch nicht um oppassen, dat einfach dat Verein se okay macht dann an dann dadurch bisssen ernäieren halen. Den Dinge das heiten, dat mir Spulwenschen rausgin, den das delikat final mat Kuveren mat Telleren, dat mir als Gemengen Erbestoff man drin kreen, dat enke alles muss gucken, ich muss freien mat. Ich wollte die einfach mat opfänken, dat am Vereinshaus nett ge. Dat einfach den nächsten Krit den hygienisch korrektes Krit. Wann Verein dat net anständig mcht an wie knaschtig wäschgeram, dann hun Schimmelpilz von rausgehen net gut geschafft, dat du mü an dich Zusatz mat an das just für dich opzufänken. Mir vom Prinzip so joch misst man dann net mehr mit einfach bisschen Verein erklärt für Wert. Ich bin noch ganz d'accord, dass das Verein muss op dat oppassen natürlich krit. Wir können ja wie gesagt, wenn man dann endlich sterben nutzen denke du darüber schwätzen, da kannst du so in den Picobello bringt, kann ja dann auch Fleisch de Subsid dann ufroen, kann ja dann dem Moment denke drüber schwätzen. Freien lo nicht unbedingt alles oder du siehst die Personalkaschen sind Leute, die dafür schaffen, mir dass es dann nicht am Kabas schon ein Material voilà, an Gemeng dreht eng Hëllef dazu bei so mal so. Ja, ich meine können die alle schwätzen. Ich bin genauso froh wie du, wenn man hätten dich den Braben könnte benutzen, weil das zu schwer, aber das ugeschafft hun und das nicht genutzt, definitiv. Okay, dann gebe ich die 500 € Subsid für die Vereine zum Wotstellen, wenn es mal d'accord. Merci unaniem. Da kommen wir bei den Office Sozial, das sind eine ganze Gruppe Deliberationen, die sie geholt haben, die mir immer nachher müssen als Gemeng mehr so gut wie Rüsper Mumpisch nachstimmen. Punkt A, das sind die Chargen von Avance récupérable, die sie gehen haben, du gelesen, das sind Leute, die sie gestorben, die Leute, die sind surendettiert, die Leute, die sie fortgezogen, die sind Bidoren, die gucken das schon ganz minutiös, sondern das tut gewährt mir, du gib mir vor meinen Plakschen an Tasch, vor meinen Decharge, und das ist für Gesamtmonte von 14.629 €. Ich meine, wir ziehen die einfach so durch, sind wir d'accord? Merci. Wenn ihr etwas will so, dann berichtet mich von Schiff direkt, ja. Der Punkt B, das sind auch die Chargen, das sind aber avance remboursable par le bénéficiaire de l'aide sociale. Also das sind andere Rechnungen, das war eine andere Entitäten, wo sie einem Einzelnen so gelingt und auch da selbe Erklärungen, für was wie kommen die Suen, denke Office Sozial, das sind Leute, die ganz finanziell ganz prekär drüsen und ganz oft kriegen sie, ja, wo sie einfach gesund, tut keinen Sinn mehr. Dann gehen wir die Charge genau wie mir auch als Restant nicht die Charge gehen. Dann heißt immer aber ein Total von 27.334 €. Sind auch mal der Charge d'accord? Unaniem, merci. Dann die Charge, das sind avance TPS non opposable facturé par la CNS à récupérer. Das sind einfach die wollen wir aber nach weiter sicher gehen. Das sind 1.233 €. Sind noch Nummer da verstanden? Wenn das mal da verstanden, auch unangenehm. Merci. Dann Klotte administrativ vom 2019er Bilder, Klotte vom administrativ 2019er vom Bilder 2020. Dort geguckt als Total das Vergleich 2018 waren wir bei 503.594 € per Konto 2019. Du gesehen, wie die Situation sich entwickelt, bei 801.929 €. Das heißt, das Budget von Office Sozial geht an Lot, das heißt, dass immer mehr Leute den Service brauchen. Voilà. Sind wir d'accord mit dem Grund? Das ist auch unangenehm. Dann kommen wir bei dem Punkt E.
Ja, das dann auch Klotte administrativ 2019 an do im Etat der restant à recouvrir. Und das ist ein Total von 131.463 €. Kein vor, wenn das du mal d'accord. Das ist auch unangenehm. Da kommen wir bei den letzten Punkt. Das ist die Approbation des Comptes vom Exercice 2019 und 2018 und 2019. Da war eine Macht gekommen, die wahrscheinlich gelesen. Da hatten sie eine Person angestellt, die hatten sie falsch klassiert. Und da hat eine Kontrolle durch eine Macht gemacht. Und sie sollen durch schriftliche Stellung holen und sind das doch korrigiert. Die Persönlichkeitsregelung im Dezember 2018 kommt, das ist nicht lange gelaufen. Die war also in falschen Echelon angestellt gehen. Und du hat Präsidentin mich gefragt, dann noch der Bürgermeister voraus bei Mompisch, wie wir das handhaben, wenn ein von unseren Leuten ein paar Error zu viel gekriegt wird. Ne? Und du nicht gesagt, und Robert genau selber, wir haben das natürlich direkt korrigiert. Wir sind aber nicht bei den Leuten, wir hatten den Fall, die Suchen sicher gegangen. Das war ein Fehler. Und ich gesagt, du musst die Suchen rumgehen. Und wir haben das gesagt, dann sind das dann noch so an der Explikation geschrieben. Und wenn wir das gut heischen, dann noch raus bei Mompisch, dann denke ich, dass die Kontrolle auch damit nachverstanden ist. Ja, das durchgelesen. Gell. Gut, sind auch damit d'accord, dass sie auch, so wie sie handhaben, haben wir das auch so gut gesehen. Ja, wenn das mit d'accord. Unangenehm, Jean-Claude auch, ja. Und merci. Gut. Ich habe lang schon viel geschwärzt, da sind ich froh, dass ich bei den Punkten hinkomme, Jugendhaus, da kann den Birgen zurückschwätzen. Ja, die Jugendhaus, das Konvention, die mal unterschreiben zwischen also dem Ministère de l'Éducation nationale, der Gemeinde und dann der ASBL, die Jugendhaus geriert. Es geht darum, wie gesagt, wie das Jugendhaus funktionieren soll, was die Obligationen sind, und eben noch für die Finanzamentlast. Das heißt, dass einerseits der Staat den in Deal dreht und die Gemeinde die in Deal gleich strohen, das heißt zu gleichen Proportionen. Ich meine, du Zwillen am Dokument gesehen, dass das für die Gemeinde sind, dass man das Dokument verloren. Rund 108.000 €, dieselbe Paar überhält der Staat, wie gesagt, dass das einerseits für Paien zu bezahlen, einerseits auch für das Funktionament vom Haus zu assurieren. Voilà, die Konvention geht all Jahr erneuert, wie gesagt, mit den neuen Chiffren und Chaos. Und das ist auch schon unterschrieben von den einzelnen Parteien, natürlich ziemlich lustig approviert gehen. Was ich just drollig fand, Lück, dass das kein Datum drüber ist. Es ist schon 6 Mal geguckt, ich kein Datum fand. Ja, dann hat vergessen, das umzusetzen. Irgendwann ja. Muss man beim Ministerium klappen, ob sie das nicht machen. Sie schreiben vom 1. Januar dazu, wo er schreiben kann, aber das ist ja das kein Datum drauf, ja, effektiv. Okay. Ich sollte die Haie noch schreiben, nun die 3 Herren, die hätten noch ein Datum draufschreiben. Richtig. Gut, wir kriegen das vorgelegt vom Ministerium. Wir gehen davon aus, dass das von den Ministerien alles seine Richtigkeit hat. Mir das mir aufgefallen, wie ich die Gemeinderat präpariert hatte. Gucken, ich habe nicht gelesen. Du musst auch ein Datum schon noch geguckt, wie ein Ding. Das, okay, wir machen noch dabei. Gut. Ja, Ricky. Ja, schon mal pur Fragen abgeschrieben zum Jugendhaus. Und zwar kriegt der Gemeinderapport von der Responsable aus dem Jugendhaus. Wann das der Fall wäre es möglich, den Rapport auch zu kriegen an eine andere Frage wäre zur aktuellen Pandemie. Und zwar hat die Gemeinde zusammen mit dem Jugendhaus etwas für die jungen Leute erholt. Hast du schon etwas gemacht oder hast du etwas vorgesehen? Und meine letzte Frage ist, das Engagement von der Gemeinde für die Jugendhaus Reklam können zu machen. Hast du mit dem neuen Internet etwas vorgesehen? Vielleicht mal Löhnlücke, dann die wollen nicht. Ja, also wie gesagt, was an der Covid-Zeit umgegangen also ich meine, das Jugendhaus war genauso die Mesuren in der Lehre wie all die anderen Infrastrukturen wie Maison Relais und so weiter. Das ist ja zeitweise ganz zu. Entretan als wir auch im Ob, es gibt natürlich dann mit den sanitären Mesuren geschafft, die sich imposieren, gehen Aktivitäten proposiert, soweit eben möglich ist, die auch zu realisieren. Ich meine, da sind wir natürlich ganz viel angeschränkt, das ist ganz klar.
Mir sos am allgemmenge wie gesot gëtt probéiert Jorenhaus um Lafen ze halen, Aktivitäten zu proposeieren, die gewinnten Aktivitäten sowieso zu freieren, die do sind méi wie gesot immer mat den Regel, die sich imposéieren. Et gëtt all jos een rapport gemacht, schmeng min all jos eng Plattformen tschen Minister Gemeng an dem Jugendhaus. An du gëtt doch een Aktivitätsbericht präsentéiert, an den lei doch der Gemeng 4 effektiv. Wann die interesseiert sieht, da kann jo en Jugendhaus nofroen, dats Dir den rapport enke gescheckt krit alle Götten, dat ke Problem. Voilà. Die drittfroh war. Dat vum Internet sieht dat kein Problem. Sie zwar selber Internet sieht mir, wann sie Informationen nun verreisen, se die ganz ger gin, da setzen mir die bei Truppen mit verlinken net respektiv und Suchtmöglichkeit iwwer als Gemenge Boot ranzerichten, wie all Verein die Möglichkeit huet. Wir können die doch net wiederholen. Dafür haben wir die Informationskanäle für die dort zu nutzen, wo etwas Interessantes zu berichten, also da eine Information zu geben. Porto wert waren sie schon mal dran oder so Sachen, dann gehen wir hin die Plattform ganz gerne. Ja, ich komme, wie gesagt, nie gut gesagt. Die Möglichkeit besteht nicht, wenn Jugendhaus hat doch hier Kanäle für zu kommunizieren, ganz klar, Internet, Facebook und so weiter. Ich meine, die Kommunikation mit den Jugendlichen, die lebt auch. Da ist absolut kein Problem. Aber wie gesagt, wenn wir Sachen aufhören, Gemeingeburt, natürlich geben wir mal die Sachen noch ran, dass die auch vielleicht einem hybride Publikum bekannt gemacht werden, das ist ganz klar. Dann fand ich vielleicht eine Präzision, die was die Konvention betrifft, das geht vielleicht ganz klar, also für im Moment, wo wir 2 Leute am Jugendhaus schaffen, Volltaschen, das ist wohl eng Edikatrice, die wird gefragt, für 20 Stunden können zu reduzieren. Und da haben wir einen Platz ausgeschrieben, für eine weitere Person anzustellen, eben für die 20 Stunden, dass wir das Service komplett können assurieren. Vielleicht kann ich just etwas zu der Plattform sagen. Ich hatte gesagt, ich hatte auch die Gemeinde repräsentiert. Sie haben seit mehr wie ein Jahr einen neuen Edukateur graduiert. Und die war ganz motiviert und das ist auch bei den Jungen angekommen. Sie hatte sogar mehr Medischer gekriegt, was am Anfang so an der Form nie ginn huet, waren immer so Gruppe vu Jungen, die do waren an de net wirklich Aktionune gestart, fir auch méi Mixitéit hatten dran ze kreien, as noch gepackt. Du no ass COVID kom an du werden nie schwéier fir sie nees unzulackeren. En huet awer weiter Aktionune geplant fir lo dëst Joer an de Minister huet die Zuelen och gelouft an gesot, ass ech nach do gif Flotte Formen an denken, dats hien weiterhin motiviert bleifft fir wirklichklech do den Jonken do Aktivitäten zu proposéieren, an dats d'Mexitéit wirklichklech do am Mittelpunkt steht, weil du auch von Egalité des Chances an Egalité des Genres geschwert an das war auch wichtig. Voilà, das war just als Remarque. Okay, da gebe ich die Konvention zum Wortschau, wenn das Martin d'accord. Merci. Unaniem. Da kommen wir bei dem Punkt 10. Das ist ein Zusatzsubsid für den ORT Müller Petit Suisse Luxembourgeois. Das ist historisch gewusst, wo wir ein décidiert hatte für eine Person Sekretariatsarbecht am ORT zu unterstützen. Da das mittlerweile die Person das schafft nicht wie do, mir das dann so blieben. Die Argumentation ist einfach die Heiden mir für als Stadierst nach natürlichen Events wichtigen touristischen Pilesen an dat mir vum ORT och bësse befehldig gin an dem sinn, dat man Visite viel von ihre Visiten halt zucht nach sinn an dat ein Argument wir kriegen doch immer extra per Regionalversammlung Merk gesot fir die 52.800 €, war doch net neich, dass mir ich denken, dat mir dach aber den gréste Nutznießer vum ORT sind fir Mensch, dat den Subsid schon an der Reihe ass. Gibt zu Wortmeldungen. Nee, ja, doch, mach's ja. Geht just, und ich das vielleicht auch falsch verstanden, so in Rechnung von 26.940, die dabei ist. Und da geht es auch um die Subsidio von an 50.000, das sind zweimal. Ich hätte Subsid plus die Rechnung oder und ich das irgendwie falsch verstanden. Das ist richtig. Menge mir bezahlen Subsid für all die anderen Gemengen, die pro Abwohner so viel Euro pro Abwohner, das sind die 26.000. Ne? Zu dem normalen Subsid Euro pro Abwohner gibt es immer fix den dritten Betrag dabei. Ich beginne die zweite Summen. Okay, dann müssen wir von Zwangssubsiden an sich schwätzen.
Da steht Approbation d'un Subsid à. Die kriegen sie sowieso, weil das eine Konvention ist, die 26.000. Die kriegen sie sowieso. Den Heim muss man mal extra stimmen, weil ein extra Subsid ist. Also all extra Subsid darf den Chefrat, man muss die Gemeinderat machen. Eine Konvention stimmt, denke der Gemeinderat, und da kann das normal läuft das automatisch. Genau so läuft das. Das war richtig. Also das, die Remarque ist richtig. Wir gehen tatsächlich bei 8.000 €. Ne? Okay, da gebe ich den zum Wort stellen, wenn das mit d'accord, mit dem heute extra Subsid, ist auch unangenehm. Merci. Und da kommt noch ein anderes Subsid für den Daring, das ist auch ein extra Subsid, das ist den für Herr Botsfrau. Ich meine, du hast mir mit Daring geschwärzt, wir hatten für Jahre eine Botsfrau, die nicht gemeldet war, das haben wir nicht gut fand, weil das der Gebäude von der Gemeinde ist, die muss gemeldet sein, das gibt mir Kasten, so da gibt mir dem nächsten bezahlen, und dafür ist der Betrag heute der krumme Betrag, die 11.670 €, das ist genau das, was die Botsfrau den Daring kostet, und wir neutralisieren die Kosten einfach. Das sind mir ruhig, erstens, das ist proper, und zweitens, als die Madame von etwas geschieht, als sie auch assuriert, dann sind wir korrekt als Patron. Ja, froh, dann gebe ich den zu Wort, wenn das mit dem Subsid d'accord, wenn das einverstanden, auch Ihnen, merci. So, da kommen wir bei der Positivst, zumindest finanziell. Das Approbation der Titel de Recette in Total von 20,5 Millionen. Das geht gut, wenn ihr wisst, wie viel Summen dabei ausgehen. Ich gehe nicht aber alle guten Chiffren an. Vielleicht ist die Deck, die Tax d'Equipement kollektiv, das machen 490.000 € aus. Dann haben wir von der Dotation global des Kommunen Avancen für 2020, das ist auf das letzte Jahr 13.800.000. Dann ein dicker Schiffer als Quitancement von den Pubellen. Das ist das 4. Trimester von 2020, das die all 3 Monate, das sind die letzten, 860.000 €. Dasselbe ist das 4. Trimester Quitancement von der Kanaltax, 935.000 €. Dann sind andere Decke, ich gehe just die ganze Deck an. Auf der zweiten Seite Wand do, also das Wasser, auch das 4. Trimester letztes Jahr 675.000 €, und dann haben wir nochmal das Wasser von Gemeinde Rosbot verkaufen für 153.000 €. Und dann noch zweitletzten dicke Schiffer, das Partizipation von den Partikulieren und der Musikschule, den Droit d'Inscription, was 300 de Minerval, also 2021 ausmischt, das sind 350.000 €. Und dann die Partizipation von den anderen Gemengen in unserer Musikschule, das ist 1 Million €. Das plus alle, die ich noch nicht abgezählt und zusammen machen da wieder 20,5 Millionen € aus. Da muss man auch zum Wort stellen, wenn das einverstanden, dass wir die Suche kriegen. Ja, auch unanim, merci. Merci für das Vertrauen. Wir gehen es aber raus, das können wir leben. Ja, gerne, ja. Hasiolo, die Suche von dem vom Pumpschiffsbau noch nicht dabei. Oder du eine Info? Ich kann mich erinnern, dass die Sache mit dem Kadaster vertikal und mit dem Kadaster horizontal. Wir haben hier die Situation, wo wir schon mit dem Innenminister damals mit Dan Kersch Schwierigkeiten hatten, wo hier gemerkt hat, dass nicht auf der ganzen Surface dass das alles im Staat gehören, weil du hast nämlich ein dünnes Parking publik enke, da geht geschnitten, ne? Und da wir wirklich müssen den Kadaster vertikal und horizontal machen, und das war schon ein bisschen schwierig. Ich hatte zwar gemeint, also das war ganz schwierig, wie den Innenminister mal da verstanden, weil ich gemeint, okay, da müsste ich auch das CGDismus da verstanden, dass die aber nur noch so viel hoch an der Zopfen, als für mich unerklärlich, letztendlich darunter. Wir müssen einen Akt machen, und sobald wir den Akt tun, gemacht, und das ist ein Proprietätsakt von mir, als Gemeinde, dem CGDist Gebäude verkaufen.
und da brauchen den Akt und den ursprünglichen Akt war schwierig und dann muss die letzten dat noch nach versto, was man dem gemacht hatten. Nach eng vor zu dem Fonds de Dotation. Dat Zio die Sue noch, wo lo durch die Krise aus sich gesot gi war das eventuell Manner am Niveau von der Gemeinde könnt. Ich habe nicht nur geguckt, mir hatte ja auch am Kader vom Budget die Estimation gekriegt von den Interieur. Und die war ja, also ja im Endeffekt Manner schlimm ausgefallen, wie das war am Anfang gefahren war. Das heißt, mit den 13,8 Millionen also dann so, dass man nicht viel Manner kriegt, wie das was man sonst an die Jahre kriegen. Wie lange man da am Prozentsatz par rapport zu den anderen Jahren? Doch, also das manifestement viel Manner wie das Jahr für drun. Am Anfang hat man eine ganz negativ Estimation, die es no korrigiert. Wir sind immer nach also was wir am Budget hat, waren immer nach 2 Millionen Mann. Die Glotze haut neue Chiffre gekriegt. Das ist schon immer von der Dotation wird schon gespeist von den Steuereinnahmen an. Und das ist immer eine Prävision, die ist. Und klar, das ist immer. Wir hatten am Budget 4 hat die Gemeinde rund 16,4 Millionen Dotationen angesagt. Jetzt sind wir effektiv 17,1 Millionen. Am Pro Kommerzial hatten wir die Gemeinde rund 1,7 gesehen, sind da nur schlussendlich 2. Also das Manner schlecht, mit das immer nach Manner wie 2019, das muss man mal wissen. Gut, wir sind froh für alle Dinge, die wir mitkriegen, letztendlich wissen wir, dass wir Manner kriegen. Ja. Aber wie das zieht schon an das Jahr, dann kriegen wir auch das Jahr Probleme und dann muss ich gucken, wann nur die Gesundheitskrise rivers was dann da noch wo Wirtschaftskrise notzeit, also irgendwie noch auch das was das alles kascht, ich meine die ganz Teste an Impfungen an das irgendwie natürlich fehlen die Suchen. Also wir mussten das keine Illusion gehen. Sicher ist sie froh, dass nicht gerade so dramatisch angeknickt ist wie Gefährte kommt. Mit dem aber auch nicht die Illusion haben, dass das Null-Effekt hat. Der tödliche Effekt, wir werden sicher Manner Spielraum haben, national und noch kommunal. Das ist sicher. Okay, dann haben wir sie gestimmt? Doch, wir haben sie gestimmt, ja. Ja, okay. Gut, da kommen wir bei der Punkt Kommunikation. Die hat der Sohn gekriegt, ich meine, das ist 1. April, an das Kinderaprilskeg, wo wir die Bürgerversammlung machen am Trifolion für Parkraumkonzept vorzustellen. Wir machen das en präsentiell, damit zeichnen nicht ab. Wir machen eine Woche einen kleinen Flyer explikativ, den Leute einfach keine Matt kriegen, vor allem von Leuten auf Gemeinde kommen froh und wie geht das mit den Vignetten, das ist einfach ersten Ding lesen durch, wo das aber dann relativ gut erklärt ist. Ich meine, das machen wir und da sind wir an der Präparation, wie gesagt, für Shelter gestalten, aneinander noch die Vignetten und so weiter, dass wir aber dann am April mehr irgendwann eine Sache en vigueur können setzen. Geht da, hat sich gesagt, wir für dich eine Bürgerversammlung machen. Wir hatten heute die letzte Reklamation, was den PAG anbelangt. Wir mussten das mit dem Büro zusammensetzen, da gucken all die Reklamationen, gucken, wie wir die handhaben. Es sind ganz gute Reklamationen, die durchaus fundiert waren. Du gesagt einfach, dass der Raver den Teufel am Detail sitzt, du meinst den nicht gut und dann, wenn ihr nicht alle einzelnen Parzellen oder alle einzelnen Dinge gesagt, dann überseid die Sachen, dafür sind die Reklamationen gut gewirrscht. Wir denken, dass wir die meisten Reklamationen notwerte gehen. Wir kommen aber dahin, wir werden auf Retour von den Ministerien, sobald wir alles haben, da kommen wir sich sehr wie möglich an den Gemeinderat damit. Ne? Wenn wir dann am Gemeinderat sind, sind noch alle gute Reklamationen, die 45 Reklamationen dran, aber dann noch der Rapport von der Reunion, die wir mit den Leuten hatten. Und da kriegen Leute auch dann all guten hier Rapport von ihrer Reunion geschickt, dass sie da doch nicht durchlesen können.
Und dann, wir stimmen nicht, und da geht es schon dann an den Ende, und da können Leute, wenn den Reklamanten, wo wir nicht noch gehen, 100 Möglichkeiten beim Minister zu intervenieren, und dann, da sieht Madame Minister, sieht dann, ich gehe im Gemeinderatrecht oder ich gehe im Reklamantrecht, und wenn sie sieht, ich gehe im Gemeinderatrecht, dann hat der Reklamant immer nach Möglichkeit auf die Verwaltungsrichtung. Das ist die Prozedur, und da sind wir durch, und dann sind wir am PAG durch. Und wie gesagt, ich kann nicht so wie immer Alter wie in Römholen, und mir haut war auf jeden Fall mal die letzte Reklamant durch, wir sind froh, dass wir das durch, weil das hat einfach relativ viel Zeit gekostet. Muss ich aber sagen, es war ganz angenehm Verlauf, friedlich, waren ein paar Skurriller dabei, aber es war aber nicht Space-artiges. Claude hat gesagt, wenn ich mit anderen Kollegen, Sekretären schwätzen, du gibt nicht immer so feine Aufgaben. Wir haben viel gelernt. Voilà. Ben, haben wir sonst noch Kommunikation oder Ricardo? Nein, Herr Schmenger nicht. Nein? Okay. Gut, dann kommen wir bei Punkt 14, Question. Carol. Ja, schon pur Frohen, die echt aus eng Kommunikation an eng froh aber auch drin. Wir hatten am letzten Gemeinderat eigentlich kurz über den Bus geschwärzt gehabt, wo ich ja informiert hat, dass mir eine Interview gefragt hatte beim Minister. Da war es ein bisschen mehr ruhig gehen, und dann haben wir aber mit eigentlich Erstaunen gelesen über das soziale Netzwerk, das anscheinend dann soll darüber reagiert gehen, die Information an anderem, was du gesagt hast, wäre das entweder ein 110 oder ein 111 ab September gibt Bierderplatz aufhören, das ist falsch. Ich weiß nicht, ob dir von ihrer Seite aus dort die Initiative erholt hat, eigentlich nutzzuführen am Ministère des Transports, auf jeden Fall wir haben gemacht und wir kriegen die Information, dass eigentlich da nichts Neues zu kommunizieren wäre von ihrer Seite aus, außer dass es natürlich, und das ist ja positiv, darauf hin, dass so viele Leute sich dafür angesagt haben, geben noch eine Lesung sichern, aber auf jeden Fall gibt es keine neue Buslinie für auf Bierderplatz kommen, weil Bierderplatz wird an der Stadt gar nicht mehr angefahren. Die Gemeinde Lützeburg plant da ganz andere Sachen. Das war einfach mal für dazu sagen, dass er Bescheid wirst. Und da bin ich froh, wir hatten am letzten Gemeinderat, hat gesagt, dass die Mobilitätskommission da den Auftrag kriegen, vielleicht eigentlich auszuschaffen, für wie ihr danach kennt, auf dem Internet sieht, kommunizieren, voilà, wie die Bürger von ihr danach fort kann, Mobilität vom Bus nutzen. Ich wollte fragen, ob das schon gemacht ist oder ob Members vom Gemeinderat, die an der Mobilitätskommission sind, das einfach sollen da mitholen. Also es ist immer für die pragmatische Wehr. Ich meine, die Members, die an der Mobilitätskommission sind, die wissen nicht. Ich denke, das hat auch du gesagt, das wäre auf jeden Fall ein ganz sinnvoll, sagen wir, du eigentlich alles, was von erst nach fort Richtung erst nach geht, wenn man dann an einer flotter Version haben, dann setzt man das ganz gerne auf dem Internet sieht. Ja, also ich meine, wenn die gerne einen Brief hat, wo ich das dann schriftlich mache, ich meine, mich geht auch so, gell. Nee, sobald sie das ausgeschafft haben, sind wir nicht mehr froh, wie das können zu publizieren. Ja. Okay, merci. Die zweite Frage, dass anderem auch bei den sozialen Netzwerken, aber nicht just du, also mir just aufgefallen und du warst ein bisschen nachgucken, waren ganz viele Posten lo, wie der Weltfrauentag war eigentlich, wo Gemengen Straßen nimm nur Frauen umbenannt hatten. Das war eine symbolische Aktion, die eigentlich von der CNFL, das ist der Conseil National des Femmes du Luxembourg, aber zusammen mit dem Civic Hall eigentlich an die Leben gerufen gesehen, wo die Gemengen gefragt waren, die wollten mitmachen. Da ist mir dann eben aufgefallen, dass ich danach nicht mit dabei war. Aber ich mich ein bisschen durchgelesen
Und gesehen, dass Gemengen auch invitiert waren, das muss am Dezember oder schon Februar gewirrscht sein, dass durch den neuen Minister eigentlich, den wir ja haben, mam Plan d'Action nationale pour une égalité entre les femmes et les hommes, dass eigentlich Gemengen invitiert gesehen, ein Delegé am Gemengerot zu stimmen, an eine Kommission de Legalité zu gründen, für sich eben genau diese Sachen umzuholen. Und voilà, das tun wir heute zuerst schon noch jo eben nicht. Und du hast mich froh für was. Hat nach kein System angeholt. Und ob man das dann kennt, dann denke ich angehen. Von daher als Propos, dann in Zukunft eben sich zu engagieren. Wir kriegen nur lauter neue Straßen, die aber uns durchkommen, das Engagement zu holen, da eine Parität ranzukriegen. An eben die Kommission zu gründen, wie sie vorgeschlagen ist vom Minister, an einen Delegé zu ernennen. Ja, du kannst dir bald nicht vorstellen, wie viel Demonten das wir regelmäßig kriegen, auf wie viel Formationen, auch noch Online-Webinars von Ministerien parallel laufen, die laufen von morgens bis abends zu allmählichen Arbeitszeiten. Ich bewundere wirklich alle guten die Politiker, die Kommunalpolitiker, die auf all die gute Sachen reagieren können. Das ist für mich so ganz einfach der Durchgang aus, weil ich auch einfach meine Mailen ganz quer lesen und gucken Prioritäten noch, das habe ich nicht gesehen. Das ist einfach die Erklärung, das habe ich wahrscheinlich auch sonst nicht gesehen, das hätte ich mich darauf aufmerksam gemacht. Du kannst meine Erstellung zu den Kommissionen, ich will leider nicht frustrieren. Ja. Kommissionen, das ist etwas, wenn es ein dynamischer Präsident, dynamischer Sekretär ist, dann funktionieren sie aber nicht. Dann versauern sie, und das ist nicht unbedingt mein Ding mehr, aber delegale Legalität fand ich eigentlich mehr sympathisch, dass mir einfach effektiv in aus dem Gemengerot den die Funktion hört. Da kann die schon nach machen, wie ich will, oder eine Arbeitsgruppe, wie Menge auch nach. Also, es ist nicht ganz warm für eine Kommission. Wenn die aber einen Modikus gegen eine Kommission hat, dann ist auch noch kein Problem. Wenn ich just von ich gelebt, beschäftigt dich oder guckt, das ist sinnvoll. Nicht, das sitzt halt, Chefrot geweis Arbeit, geweis, das soll nicht sein. Wir wussten ganz klar recht ist, effektiv. Wir kriegen durch die Lotissement, da kriegen wir Straßen, und du brauchst man nicht, das gibt sich eignen. Das ist sicherlich eine sinnvolle Sache. Fand ich gut. Ich meine, alles, wo eine Zielsetzung hat, wo funktioniert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch an der Presse zwiebelt, für während einer gewisser Zeit eine zweite Straße dahinter zu setzen, nur um Wäsche zu holen, frage ich mich, wo es dort nachhaltig geht. Das war flotten Ding. Das ist eine Sensibilisation. Ja. Ich meine ganz klar, ne? Du fängst immer mit einer Sensibilisation an, just für zu reagieren auf Arbeitsgruppe an Kommissionen, das überhaupt, das ist eine Ausstellung. Ich fand, dass eine Kommission, wenn es der Präsident ist, du hast einen Sekretär, du hast einen Rapport gemacht, dass ich jeton, das heißt, die Leute gehen aber valorisiert, wenn es einen Arbeitsbruch muss, wo zwar, du hast oft gesagt, du brauchst keinen Rapport, zum Beispiel, wenn es den Arbeit richtig willst machen, dann ist aber in du den Rapport möchtest, das heißt, dass du dann aber auch eine Arbeit, die soll zur Rechnung gedroht werden, just als Remarque par rapport zur Kommission an Arbeitsgruppe. Und hier, wie gesagt, das ist am Plan d'Action national sind die do Sachen vorgeschlagen, dafür haben sie natürlich rausgeholt. Gell? Also, wenn es just Jeton ist, wir können nur als Gemeinderat dezidieren, dass die Arbeitsgruppe noch Jeton kriegt. Nee, das will ich nicht so. Dann ist die Arbeitsgruppe mehr valorisiert. Ja, wenn es Leute an einer Arbeitsgruppe hast, die sich engagieren, dann wäre das eine Männer valorisiert Arbeit wie par rapport zu einer, ja. So nicht, dass man okay. So, wenn das ein Ding ist, dann soll man das machen, soll man die Decision holen, dann wir dezidieren als Gemeinderat, dass leider eine Arbeitsgruppe noch Jeton kriegen, das war die selbst für die Kommissionen, da sind sie für mich an dem Dingen selbst behandelt. Okay. Ja, wir hören das dort ab, wie gesagt, dann machen wir ein Propos für den nächsten Gemeinderat. Okay, merci. Da komme ich zu meiner letzten Frage.
Das vielleicht ein bisschen mir ein heikel Thema, aber wir müssen aber eigentlich drüber schwätzen. Und es geht als eigentlich nur darum, in letzter Zeit sind immer mehr Leute, die so, ja, der Schafferrot schafft ja eine Umgehungsstraße. Ich wollte einfach nur mal ein fragen, mir hat ja eine Arbeitssitzung und seitdem ist nicht mehr drüber geschwärzt gehen. Und wenn da so mir planen und einer Umgehungsstraße, wen hast du mir, sind du einen Schritt weiter innerholt gehen, à savoir, dass wir ja zwischen dem März neue Plan sektoriellen haben, aber wenn du auf den Geopartei gucken gehst, dann ist natürlich, also war ich schon überrascht, die Umgehungsstraße nicht drauf zu sehen, du fand mal als Zentür, als ab dem wir werden, der ist da dran auf 4 gesehen, aber sieht da irgendwie lo, aber und dem Minister auch getreten, oder do lo Schritt nach weiter in einer Hall, die ich, wie soll ich sagen, dat in der Mauern, dass da so mir planen und enger Umgehungsstraße. Nein, nicht, dass das richtig ist, dass wir eine Umgehungsstraße planen. Das ist mir auch nie so gesagt. Wir haben natürlich Prüfe gelassen, ob das überhaupt realistisch ist, oder wie realistisch ist. Das haben wir gemacht und dabei haben wir belost. Ich meine, wir haben einen Plan sektoriell, respektive darum Plan sektoriell, wo der Delastage Ruchali mit dem bis Morgenstern und da haben wir fest, ich meine, das ist das, wo so engagiert sind und das ist das, was muss kommen. Und wir haben noch bewusst nicht lo, mit einer anderen Idee bei dem Ministerium, wo sie sagen, hey, dann muss man den empfehlen. Wir hätten gerne, dass das, was schon lange geplant ist, das mal umgesagt wird. Das ist einfach eine innerörtliche Verkehrsverbesserung. Das muss kommen. Aber wir gehen immer rum von den Leuten, weil gerade auch am Kader von der Reklamationen vom PRG kommen die Frau noch, alles rum. Und das habe ich immer gesagt. Die wurde Delastage, die geplant ist, an die unbedingt soll kommen, bringt kein Auto Manner durch Echternach. Ne? Das ist just, dass die Autos, die durch Echternach kommen, mehr flüssig durch Echternach kommen. Und das ist sicherlich eine Verbesserung, weil dadurch natürlich flüssigen Verkehrsfluss als besser wie Stop and Go, was Doofgassen anbelangt. Aber noch besser als wenn ein Auto lanscht fährt. So. Wir müssen wirklich das tun, immer dann können planen. Das muss normal sein, dafür haben wir auch nichts gemacht. Wir werden noch nichts machen, dann noch das Legislaturperiode nicht. Das kann vielleicht ein Thema sein für die nächste Legislaturperiode. Aber dann hoffen wir aber, dass wir mit den Mengen angefangen und dass das nicht rumgekehrt. Weil das ist nämlich Gefahr, wenn es etwas geplant ist, und da könnte man da besonders oder so was, dann machen wir das noch schon. Dann haben wir nichts. Und das haben wir über Jahrzehnte fertig, als ich nach alles zu reden, dass wir nur nichts hatten. Dafür so nicht, das muss wir just prüfen gelassen, könnte das nicht funktionieren. Und das ist das Einzige, was Männerverkehr an nicht nach Gift bringen, eine Kontornummer. Ne? Und das gibt zumindest bringen, dass Kamioneuren an die Frontalien die Kontornummer holen. All die anderen wollen wir sogar Bier nachkommen. Das gibt eine merkliche Verbesserung für die Verkehrssituation an nicht nachkommen. Das sind die zwei Sachen. Wir müssen aber auch trotzdem den Verkehr annehmen, dass viel Zielverkehr für danach und das muss man auch fließend haben, dass das doch funktioniert. Du hast Kamion an Frontalien angeschwärzt. Von den Kamion hat man schon ein bisschen geguckt, dass so die Europastraße 29 war dolo nach ein bisschen irgendwie Kontakt, weil du so bei ihr gesagt hast, dass mehr Kontrolle soll gemacht gehen. Und du war do irgendwie nach ein Gespräch, wie die Kamion ernst das Kind bestrafen oder war jemals durchgehen, dass die Europastraße soll deklassiert gehen, dass es nicht mehr die Achse, das für die Achse Europa 29, das ist Köln, Sarlemin-Mengen ist. Als das schon ein bisschen von der Gemeinde oder schon ein bisschen nur gefragt, ob das möglich wäre? Ja, indirekt. Ich meine, wir haben Moritz Petri von der Verbandsgemeinde Südeifel geschwärzt und sie haben das auch geguckt, weil sie an derselben Situation sind. Und nein, das Transit durch Eschnach ist verboten. Das ist, dafür kriegen sie auch Protokolle und sie machen nicht Kontrollen.
mir wann aber ein Hai an Lützeburg an zu schliefert, dann dürfen die nachfuhren. Und das Gräber, ob das Europastraße oder nicht Europastraße, kriegen wir nicht geändert. Das ist der Punkt. Den Transitverkehr muss auf der mit einer Autobahnsverbindung über Träger handeln über Lützeburg, das funktioniert für Transit, aber steht für den etwas liefert, dann haben sie immer irgendeine Dinge dabei und mit Police-Mischkontrolle und mit der Police kürzlich gesperrt und ich war, das war letzte Woche und ich habe gesehen, dass eine große Kontrolle war, dass um so viel Kamine gehalten. Sie machen systematische Kontrollen. Sie machen, sondern sie protokollieren. Ja. Ja, Carol. Just weil der Toten hatte ich an einer Question parlementaire angeschaut. Das aber unter Tom schon 1,5 Jahre hier an ich meine noch, dass ich das nach weiter nachfragen, weil par rapport zu den Strophen ist nämlich ganz klar an der Question parlementaire gesagt ging, dass sie nicht aufschreckend genug sind. Das heißt, da das vielleicht etwas, was den kann verbessern. Andererseits hatte ich auch gefragt, ob eventuell möglich wäre, für den Trasse aufzuändern. Und da war die Antwort vom Transportminister, dass es sich nicht darum gedurcht wird, für mit Deutschland einen neuen Akkord zu finden, weil zu Wolfsfeld schon den Kontournement gemacht wäre. Und das wäre sich auch am Kader von der Europastraße gemacht gehen. Und dadurch gingen sie nicht Chance gesehen, dass den Transit ging ernst gelöscht gehen. Das war dem Moment dann, was die ich gekriegt habe. Ich meine, die Situation evoluiert dann als Gemeinde kann ich aber immer mal so vielleicht nachhaken, dass den Transit nicht mehr zeitgemäß ist durch einen Staat wie ihr danach. Dann hat ich eine letzte Frage, Marquis. Du hast ein Zelt aufgebaut, als du etwas mehr zu wissen, kann man nach mehr an Zeit Abschub, also sind du neue Sachen gefunden gehen. Du kannst zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr sagen, wie das effektiv den Service Archäologique du feuern möchte. Ja. Seid spannend aus, dafür froh nicht. Ja, dann seid spannend aus. Carol? Ja, merci. Ich habe noch ein paar Fragen. Die erste also in Relation mit den Impfzentren. Ich meine, ich hatte dich auch angeschaut, ehe ich selber eine Question parlementaire gestellt hat. Ich gehe aber auch noch weiterhin von einer Reihe Bürger als erster nach oder im Gegend drauf angeschaut, für was wir dann zuerst nach oder im Gegend kein Impfcenter hätten. Ich habe denen geantwortet, einerseits, was ich von dir als Chefrat weiß, nämlich, dass wir erst noch Kontakt abgeholt haben, dass wir nicht weiter eine Infrastruktur gefunden, die adäquat war. Respektiv, das war am Anfang auch die Antwort an der Question parlementaire, dass effektiv eine ganze Reihe Gemengen angeschwärzt wurden und dass aber hier an der Gegend keine Solution gefunden ist, die mit den Kriterien, die relativ streng sind, mit auch verschiedene Couloiren zuzulassen, dass du keine Solution an der Gegend gefunden ist. Also da war so, dass eine Reihe Gemengen und auch eine Reihe nopisch Gemengen sich ein bisschen organisiert haben, für notamment denen Leute zu helfen, die vielleicht mehr Schwierigkeiten haben, für sich zu deplacieren. Ich schwätze da nicht von jungen Leuten, die ohne Probleme am Auto, am Bus oder egal wie von A auf B kommen, mir echt davon ältere Leute, die nicht unbedingt so einfach haben, für auf Ettelbreg an Stadt oder auf Mondorf an ein Impfcenter zu kommen. Und dafür wollte ich fragen, ob dir am Chefrat darüber nachgedacht hat, auch als Gemeinde eventuell für Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, für ein Impfcenter zu kommen, für du als Gemeinde auch eine Hilfestellung zu gehen, respektive ob eventuell schon Leute und ihre Rugetrude sind, die gefroht haben, ob die Gemeinde vielleicht kann helfen, den Transport eventuell zu organisieren, für an Impfzentren zu kommen. Ja, das ist eine ganz drollige Geschichte, weil
irgendwann enke zu einem bestimmten Zeitpunkt den Santisminister gesot huet, Dimpfen geht do lass, an se sich bei der Gemenger Verbindung wat den Transport geht. Und den Santisminister mat kenger Gemeng darüber geschwert, mat kenger Gemeng, an de könnte ich firstellen, dat an dem WhatsApp-Kopf vun der Bürgermeisterin Hallo lass wie der tot rauskom, wo war nämlich bevor du vun ich wis nicht davon an an do waren Gemengen einfach so Mauer gedreckt gin Di den Transport fir an Dimpfzentren zuständig. Am mir hat noch am Chefrot darüber geschwert. Fakt ist, dass schon net dat ze lokens eng dose Leiit mat neen transportieren. Jitfried huet irgendwie en anderen Termin. Dat heißt, dat war doch verschiedene Gemengen gemacht hun fir da mat Busse einzel Leiit zu transportieren. Dat schon quasi wie ein Taxiunternehmen. Wir hatten darüber geschwärzt zu mir den gratis öffentlichen Transport. Wir haben die beste Verbindung, was auf Impfzentren überlangt, als auf Ettelbrück. Weil du nicht musst umklammern, da kannst du von der Gär ab Gär und da warst du da. Und die fährt 45 Minuten. Meine Mama war selber gefahren, ich habe ausprobiert, 45 Minuten, was du zu Ettelbrück, was du rum. As kein Problem in den net gut zu Fuß hast, den hue du dann wahrscheinlich eng Adaptkarte kann den Adapt holen. An den dat kann ein Taxi holen. Ich weiß wirklich mal allerbeste Wille net wie mehr als Gemeng nach muss de Bollig bezuelen dat den Dr wert van den rieft für den dann zu hinzufuhren. Also sorry. Denke öffentlichen Transport gratis, Adapt as do, Taxi sind do, dann hun auch nach Leiit auch nach Heinz Familie. Wann lo awer wirklich lo soll een riese Problem hun, da werden hun als Wende fan eng Lesung mit man d'Office lo Service op Been setzen fand ich mir hat lang darüber diskutiert die andere Gemenge man die andere Gemenge dem wo die Gemenge sitzen, dann hast den öffentlichen Transport net so günstig. Da musst du umklammen dann an do. Mit mir hun also wat Impfzentren nur belangt, dass die einfachsten als effektiv Ettelbrück. Am mir noch die Leute gesagt hat probiert, von dat net geht. Aber mir du net hat ein oder anderen Misch gefrot so und so die einfach nicht gin geht dat höchste Ke von der Familie den Bus Adapt Taxi wann dat Neistufen geht dann fand eng Lesung. Ne? Ich hat noch jemand geschwert weil ne den Bolleg der das in Unternehmen hue kein Taxi Busse miss einen kleine Bus gesagt mir gi von Eisen Auto von der Gemeinholen dann von den Naberster checken mach Naberster hue net den von Sicherheitsdinge wann du abs geschieht den hue net wie so die Qualifikation für können zu chauffeieren da müsste schon eine Chauffeur hun an du gesagt komm mcht net wirklich sinn an letztendlich das doch du noch Chemie mich ruhgetruden an mittlerweile sind wir schon bei denen bei 75 gekommen da die ganz all an dat die mehr Hunden die wirklich fragil sind die sind ganz oft an maison de soins gewesen an die Leute vorbeikommen für Zimpfen die sind alle gut Welt geimpft ja. Merci für die Antwort. Also ich meine, dass es effektiv wichtig ist, wenn du Leute wären, die eben so ich habe kein Moyen, so ich kann nicht von den Moyen profitieren oder stimme schwer, dazu wissen, dass man als Gemeng aber irgendwo ihnen vielleicht helfen oder dabei. Ich meine, dass die Message wichtig ist und dass es auch gut ist, dass man ihnen dann noch helfen. Eng aner froh, die ich mal abgeschrieben habe, dass lo an der Aktualität für ungefähr 2 Wochen als gesot gehen, dass das Gemeng Jung Lünster ein Memorandum unterschrieben hat mit den Hôpital Robert Schumann für ein Centre Medical op Jung Lünster eventuell zu kreieren. An do well ich weiß, dass du verschiedene Diskussionen noch mat verschiedene Gemenge gelaufen sie wollte ich einfach nimmen nofroen, ob ihr dann noch auch Kontakt hat mit den Hôpital Robert Schumann respektiv ob eventuell generelle Kontakt aus mit engem Spidol, weil mir schwätzen noch schon mir lang von enger Implantation vun enger Maison Medikal zuerst danach, dat so etwas woch national auch mal immer im Nofroen. An do gëtt mechtens dann aufgeblockt, dafür denken ich, dass wenn man
wenn wir gerne an die Richtung gehen, auch für den Irrständer oder für den Kanton eine Infrastruktur gerne hätten, dass man vielleicht auch als Gemeinde proaktiv müsste gehen und den Fanger rausstrecken, eventuell wenn wir wollen, dass ein Maison Medical oder ein Centre Medical ob Irrständer könnt. Ich weiß nicht, ob der Moment gut ist, mit Robert Schumann an den Kontext gesagt gehen. Also ich bin nicht von ihnen kontaktiert gehen. Ich weiß doch nicht, wie das zu Lünster gelernt war. Ja, natürlich wäre das schon flott, aber du musst auch die Infrastruktur. Und ich weiß aber notamment, dass man Centre Medical haben auf privater Basis, den eigentlich auch sollte offiziell angewiesen gehen und durch Corona nicht angewiesen gehen ist. Was für mich wichtig ist, dass mir zuerst nach eine ganz Panoplie von Mediziner haben oder doktorischen Praxisen haben, wo man relativ komplex sind. Du kannst ja wohl nicht keinen chirurgischen Angriff gemacht haben, das ist schon richtig. Aber was Doktoren überlangt, das ist für mich mindestens genauso wichtig wie los und Center zu gehen. Oder nein, das ist ziemlich wie beim Impfcenter. Du musst natürlich auch Platz für selbst hinzusetzen. Du musst Räumlichkeit Meter Karien haben. John Lünster ist ein großes Gemeng, weil das schon in der Wirtschaft John Lünster ist auch und die Wirtschaft darum, dass wir 13 Dörfer, die zusammen gewesen sind, das wäre schon nicht so groß. Wir haben durch das geografische Schlag plus, wenn ich gucke, wie viele Schwierigkeiten dann haben wir just in einem bestehenden Spidol auszubauen, wie kompliziert das ich habe keine super Idee. Du musst einfach, wenn du so ein Projekt angehst, musst du so eine Site tun, ne? Den da kannst du umfunktionieren als solch, aber ich habe keinen. Ich weiß nicht wert. Also das leider ist es so, auf der anderen Seite muss ich sagen, aber mega Chance, dass wir ganz viele unterschiedliche Spezialisten mittlerweile halt zuerst nach haben. Fand ich mal ganz gut. Dann habe ich noch eng froh par rapport zu der Situation auf der neuen Gare. Da habe ich schon mit langer Zeit sind ich darauf angeschwärzt gehen, dass da ein paar Schwierigkeiten wären, dass aber viel Leute gingen rumlungern, dass auch da ging viel Alkohol konsumiert gehen. Und die Situation soll aber noch besser sein. Ich gehe davon aus, dass du vielleicht auch Kontakt mit der Polizei abgeholt hast, dass vielleicht ein bisschen mehr präventiv da auch geschafft wird. Worauf ich am Anfang da raus will, als die Gare von einer Platz auf die andere transferiert. Gare sind immer ein bisschen mal Risiko für so zu eventuell so Brandpunkten zu gehen. Und wir sind heute noch ziemlich am Anfang von der neuen Situierung von der Gare. Und ich meine, dass es dann der aktuellen Phase einfach wichtig ist, dass wir probieren, dass wir die Gare erstens flott gestalten, zweitens, dass man auch effektiv Polizeipräsenz op der Gare hun präventive schwätze nicht unbedingt von repressiven, mit das einfach auch Präsenz aus, weil den effektiv nur noch kennt machen, nicht kennt den sie vielleicht noch ein bisschen, geht das im Moment provisorisch aus, mit kennt die vielleicht doch noch ein bisschen mit Banken, ein bisschen mehr flott gestalten. Es waren eine Reihe Leute, die mir gesagt haben, ich schon entre temps ein bisschen Angst, für do op der Gare op mein Bus zu werden, weil aber so ich Sicherheitsgefühl dem Moment nicht mehr so gut war. Und ich wollte mal an der Gemengerot holen, weil ich aber wichtig fand, dass man die Gare so gestalten, dass sie user-friendly ist und dass die Leute aber da auch sicher ihre Bus können holen und dass sie nicht zu einem Brandpunkt eben soll gehen. Ja, ich meine, regelmäßige Reunionen von der lokalen Polizei, also Kommissär, beim Chefrat, wo man all die Sachen beschwätzen, dass nicht nur bei der Gare, das auch bei den Büwetten vom Daring, das auch bei dem Pavillon am Park, an mir der Polizei hat gesagt und Herzgelöscher geht von Schiff in der Kucke von Zeit zu Zeit, weil am Moment das schon verboten an der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, dann das nicht eine Konsumation vom Alkohol, das auch der Vandalismus oder der Knast, den losgeht. Ich meine, sie hier best, sie gucken so viel wie möglich Präsenz zu markieren. Die eng und an der Bank setzen, das ist kein Problem. Mir das, wie du siehst, das ist ein Provisorium. Ich werde drauf, dass man
d'Emprise au Sol von der Definitive gar kriegen, dass man das können umklassieren und dass man den Tausch auch können machen und dann die richtig gar können planen, die dann natürlich ganz anders aménagiert, wenn ihr guckt. Was auch ewig lang dauert, wo ich ein bisschen traurig bin, Kack, die Kähen noch von den Bussen für die Lisse, ne? Das geht so ganz schön, das dauert Ewigkeiten. So flott geht dann noch die Hanodianer gern. Und da gesagt, hat er ganz anderes Bild. Das nimmt ein Provisorium. Wir gucken effektiv so Kleinigkeiten, die zu machen, für halbwegs mehr angenehm zu machen. Ja, Mama. Darauf sinn ich denken lo just run die Zeit wo schon an der Schulkommission weil du ass von den Spotte war immer heide Schulhaf ass dat besser lo seitdem de Schulhaft mit zo ass oder huet dat sich geändert? Ja, sie kommen Mann gut ran, das verlagert, das definitiv verlagert, ja. Ja. Me dofir lo Hundskacker do. Ja. Ja, an die sind nur beim Pavillon wahrscheinlich, also nicht Tanzkacke, die so sind wir bei der Schule so gestungen, ne? Also Carol, ich weiß, es ist guter Quell, dass hier aber auch nach Hause du ein Glas hast. Also. Nach ein Glas froh am Biergerforum, dem wir mein Jochtlaschke schon angeschwärzt hatten, sind wir noch nicht ganz sicher. Oder waren zwischen dem Gemengerat, zwischen, ja. Die ganz flott war, meine ich, du hast ganz viel Mobilität angeschwärzt. Ich meine, du hast die großen Projekte angeschwärzt, mit dem innerorts Contournement Bypass, Voie de l'Estage, und auch eventuell dann ein größeres Contournement d'Ueno, wie du gesagt hast. Tun aber auch Leute einfach generell die Situation von unseren Straßen angeschaut, respektive Trottoiren. Und da haben wir am Budget auch so viel gesehen für unsere Straßen, auch für Mobilität, für Personen an Mobilität reduziert instand zu setzen. Und ich meine, dass das besonders wird wirklich als eine Demand da ist von den Bürgern, dass man auf dem Punkt weiter schaffen. Und ich frage mich, ob wir nicht sollen hingehen und da carrément einen Plan aufstellen, wie wir wollen gehen, weil wir flecken ja am Anfang immer auf verschiedene Plätze. Ich will auch nicht so, dass da gar nichts geschieht. Wir haben noch schon eine Reihe Trottoir respektive Fußgänger, die schon so gemacht haben, dass ich noch mal einem Rollstuhl drüber fahren kann. Wir hatten als Fraktion aber auch ein Kehr abgerutscht, ob ich nicht auch auf der Mordplatz vielleicht über den Pavé einen Streif machen, wo ich auch mal einem Rollator vielleicht besser drüber fahren oder Leute, die eben am Bengel trüppeln, für das es nicht so gefährlich ist. Also Pavé ist zwar eine Attraktion, aber sie ist einfach für viele Leute, mir so viele Leute an erster nach, aber nicht immer so einfach drüber zu gehen. Dafür vielleicht froh, dass der nur dem Biergerforum, weil eben da so viel darüber geschwärzt gehen, als eventuell Gedanken gemacht, wie wir vielleicht mehr proaktiv noch können handeln, par rapport zu der Instandsetzung von unserer Straße, respektive zu den Bodenbeleg, für die eben auch für Leute, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind, an drei zu setzen. Meine zwei Schaffen, die lachen. Ja, natürlich. Ich muss die Gedanken machen. Mir spät wie letzte Freitag sitzen wir mit quasi beim ganzen Service Technik zusammen an über Prioritäten zu schwätzen. Das ist genau das Tor von den Prioritäten. Was macht man für dich? Wir kommen da bestimmt noch. Die Chefpolitik ist nicht glücklich. Aber das kriegen wir mal gesagt, was ist die Priorität? So, das ist die Priorität, dass dann machen wir das dort nicht spät. Und das ist extremst schwer, wenn du große Projekte hast. Und das heißt, da lässt die große Projekte leihen, dann müsste man die Kleinigkeit, wenn du so ein bisschen die Frage gestellt kriegst, was hast du das oder das? Und das ist ein bisschen so den Hickhack, den wir spielen. Und ich bin nicht glücklich darüber, aber ich weiß auch, dass ich nicht gerne kriege. Ich habe noch gesagt, die Freitag wird gesehen, die können doch im Video gucken. Am Ende kriegen wir die Frauen gestellt. Und wenn sie da gucken, dann lachen sie dann. Und da weiß ich nicht, was sie lernen werden. Und dann weiß ich genau in der Situation.
also Straßeninfrastrukturen an drei machen, das kannst du auch klären, du kannst nicht überall Chancen haben, weil ich muss Leute durchführen. Ne? Aber letztendlich müsste quasi die Haltung von den Straßen abrappen. Da gehst du aber nicht immer Auto, da kannst du nicht zu Fuß da durchgehen oder verschiedene Straßen gehen nicht mehr. Das geht also auch nicht. Da kannst du auch erklären, für was das nicht gleichzeitig gemacht ist. Wir wussten 100% recht ist, dass das der Pavé ausfauen oder mehr Ried machen, ernst lehen oder Trittbahn aufschreien. Und das sie Sachen, du behindert den Trafik relativ wenig. Aber das einfach musste Leute tun, die sich Druck setzen, an die da an drinnen und machen. Und wir können, du dir als nicht für wäre, wir selber auch, wir holen das Ding, wir können noch nicht endlos Leute stellen. Wir können noch nicht so viele Leute stellen, wie das alles machen. Das ist nicht nachhaltig, weil irgendwann haben wir zu viele Leute. Das ist auch keinen Sinn. Aber das ist eigentlich Zweckmilchen, an der wir sitzen. Ich weiß, also, du bist nicht glücklich und wir sind noch nicht glücklich. Aber ich weiß wirklich nicht, wenn wir die Kleinigkeiten, die so wichtig sind, da auch gemacht kriegen. Ich hatte die Freundin prophezeit, dass ich ungefähr sitze wie ein besäßter Pudel. Schon am Anfang meiner Meinung nach selber gesagt, das muss ja auch eine Reihe Prioritäten auch an der Instandsetzung von der Straße gehen. Also ich verstehe, dass ich nicht alles Kabinett machen kann. Schon aber echt das Gefühl effektiv, wie wenn wir so punktuell schaffen und nicht unbedingt wir holen uns 4, dass wir der Tote wollen das Jahr und der Tote noch das Jahr. Das Jahr war so ein Jahr, wo ich nicht viel konnte planen, so nicht mal. Melo, wo wir aber nicht Möglichkeit tun, auch Chantier so nicht mal zu planen. So nicht mal, dass ich aber vielleicht die eine Priorisierung könnt machen, aber wenn dir die Idee von dem zum Beispiel von einem Streif von über Mordplatz gut fand, dann hast du ja zum Beispiel ein Projekt, den ich noch kann vielleicht ausschaffen lassen, für zu evaluieren, wen kann umgehen. Ich gebe dir 100% recht. Ich wünsche dir auch, dass du hier am Chefrat sitzt und von dieser Seite gesagt und verstehst du, was dann aber nicht so geht wie du hast recht. Das ist aber genau der Tod. Ich kann da nicht mehr recht gehen. Gelebt? Ja, das ist genau, das habe ich auch gesagt. Südreté und anscheinend haben wir auch nicht immer die allerbesten Erfahrungen gemacht. Auch bei den anderen Büroetüden musst du auch Hand drauf bleiben, wenn es nicht immer. Du musst auch intern immer im Leuten die Hand gehen. Ja? Und das alles braucht Manpower. Und du hast auch mittlerweile auch bei dem Büro nicht mehr nicht die Leute, die Conscience professionell haben, die sie eigentlich müssten haben. Das ist Asymut, das ist an allen Dingen. Das ist ein Problem, das ist ein Phänomen. Ja. Ich so aber im Servicetechnik soll man dieses Video gucken, also gerade den letzten Teil. Und das ist als Problematik verstehen. Ich wollte ein bisschen pro domo schwätzen, also die medizinischen Aspekte dort zurückkommen. Das ist das die Impfung von denen älteren Leuten, die nicht an den Altersheimer sind. Bon, sie haben die Möglichkeit, an die Centre de Vaccination zu kommen, mit das kostet. Das ist so gut die Réseau de Soins, wie ein Taxi holen oder so, das kostet etwas. Und das Problem an der Medizin ist haut, dass Medizin gratis ist. Das ist Leute, die nicht bereit, für zu bezahlen. Das ist so eine Vaccination natürlich, wenn ich muss mit dem Taxi fahren oder so, da kostet das bis 150 €. Und das will keiner halt bezahlen. Und ich als Doktor hat die Leute dann im Telefon und gesagt, ja, dann da fuhrt man der Leute, die nach ihre nicht aus. Nee, ich fuhre nicht dahin oder nicht dahin. Aber dann will ein Taxi. Ja, wie bezahlt das dann mir? Dann da bezahlt er eben so viel. Nee, da kann ich mich nicht impfen lassen. Das ist ein Problem. Das ist das Keberät suchen für seine Gesundheit auszugehen. Ja, und das ist das Problem noch gewesen bei den Vaccinationen.
Was die Centre Medikale nu belangt, das ist ja die größte Diskussion da gewesen zwischen Hôpital Robert Schumann und auf der anderen Seite zwischen der AMMD. Das heißt, die Spitäler, die wollen Antenne machen in der Peripherie. Du hast natürlich eine Ortschaft wie Jonglenzter, wo in einem Kreis von 360 Grad, das ist natürlich mehr interessant wie erst danach, wo am Anfang 180 Grad Peripherie sind. Weil das ist ja aber so, dass Zauer am Fongehol eine Barriere ist. Das heißt, ein Deutschen könnte nicht rüber Plötzeburg für Soin. Das ist ja effektiv so, weil das bei ihnen ja alles gratis ist. Die Centre Medikalen, also das sind vor allem Radiologen, die versuchen aus den Kliniken rauszukommen. Die versuchen, das ist auch da war ja der Prozess, wo ich meinen Dr. Del Fabro gemacht hat und der gewonnen hat. Das ist, dass die Kindsradiologen, also Scannerinnen oder die IRM, darum geht es ja am Fongol auswärts, also nicht mehr liiert für ein Spital, das ist eine private Praxis. Aber da steht an das Feld natürlich mit den Tarifen. Was den sich muss bewusst sein, da sind da die Scheren für das Konventionnement obligatoire, den im Moment nachher besteht. Das heißt, wenn den bei den Doktor geht, dann hat er einen garantierten Tarif. An des Konventionnement obligatoire, da sind da die wollen abbrechen, besonders gewisse Spezialitäten. Und da geht es als nur wie in Deutschland, das heißt, wenn ich Holzklasse habe, da kriege ich gratis, aber wenn ich mein IRM privat bezahlen, da bezahle ich den 2,5 oder den 3-fachen Tarif, und da kriege ich ein Mois. Und da ist ein bisschen das, was an der Lut hängt. Und das für die Politik auch besonders muss ganz gut aufpassen. Ja, das ist meine Remarque die Geschichte mit dem Centre Medical. Okay. Ja. Mir hatte fir Dr vu zirkuläre geschwat, die Fleisch verpasst gesinn, dats eng zirkulär herausgang gewircht ift sinn hingewiese gin, du wees vu wem vun der Friedensplattform, dat Meiers for Peace mussssen hier d Engagement konfirméieren an déi die dann net sinn aschreiwen. Dat hicht du ass eng zirkulär herausgangen. An még froh ass, weil ops dat verlängere geefs. Ich wusste morgen, ob die zirkulär rauskommt. Also ein zirkulär von mir als selber oder ist das denken? Da wird mal abgeschrieben, dass von der Friedens- und Solidaritätsplattform Lützeburg zusammen mit dem Civicol. Weil sie kommen nur im April anscheinend zusammen, wo sie sich neue Aufgaben geben. Und da soll die Integration das Hauptthema sein. Und das könnte eigentlich dann noch ein Gedankenanstoß sein für als Integrationskommission, die auch schon lange nicht mehr getagt hat. Okay, dann merci für den Hinweis. Ich gucke das dort noch. Dann muss man da aktiv gehen. Ich gucke das noch. Merci. So. Da sind wir durch mit der Séance publique. Vielmals merci der Presse. Und dann haben wir noch eine kleine Week klar.